Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Mit den Polska-Bärchen-Leaks bin ich fertig geworden. Wir wenden uns weiter der Kommune zu und dafür habe ich mir natürlich wieder den guten Bewährungsversager mit ganz wichtig eingeladen, der mir dabei seelische Unterstützung bietet. Hallo, wie geht's dir? Ja, Metal. Ja, mir geht's gut. Danke. Und dir? Läuft. Feierabend. Passt. Sehr gut. Ja, ich habe heute frei. Ich habe heute keinen Auftrag. äh, ja, ich freue mich, dass wir hier jetzt weitermachen. Ja, mal schauen, wie lange diese Freude noch vorhält. Mhm. Also es ist wirklich wild. Wir haben schon zwei von den Dingern gemacht und wir sind noch keine halbe Stunde weit in diesem Bums. Das ist halt, Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. ja. Wir hatten das letzte Mal aufgehört, kurz vor dem großen Überpunkt Standort der Kommune. Ne? Ja. Ich glaube, die Kommune wird in Zobis ihren Standort haben. Weil ich habe heute was gesehen, Community-Beitrag bei Mad Max. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht so WOTs. Mhm. Nee, sagt mir gerade nichts. Und bin ja selber nicht auf Telegram. Der hat dann was gepostet vom Schanzenwatch-Broadcast, wo jemand gepostet hat, dass die Anzeige gegen diverse Anzeigen gegen Uwe fallen gelassen wurden, eingestellt wurden, Wegen Schuldunfähigkeit. wegen Schuldunfähigkeit. Wo ich mir denke, so, Ja, ja. Leute, noch einer? Da haben sich zwei gefunden anscheinend. Was ist los in diesem Land? Ja, Ist es wirklich so einfach, dass wirklich Dummheit die Ausrede für alles sein kann? Ich begreife es ja, wo nicht. das Ganze herkommt, keine Ahnung, aber es ist schon wieder sehr. Ja, ich musste schon ein wenig lachen, als ich das gelesen habe, was der da so rumgeschrien hat. Das Weißt du, wäre. geht ja mit dem Messer auf die Leute los und so. Und ja, ich halt schuldunfähig. Was mich aber irgendwie ein bisschen getriggert hat, war halt echt, der hebt halt den falschen Arm. Also er ist auch noch ein ziemlich schlechter Nazi. Äh, Aber weißt du, was mich halt am meisten triggert, ist, dass diese Leute zwar auf der einen Seite schuldunfähig, auf der anderen Seite aber voll geschäftsfähig und mündig sind. So, das passt für mich nicht zusammen. Es passt bei mir bei vielen Leuten Also nicht zusammen. Also, entweder ich bin schuldunfähig, weil ich wirklich einfach so gaga in der Rübe bin, dass man mir nichts, also ne, dass ich vollkommen unzurechnungsfähig bin, dann gehöre ich in die Lala-Burg, ja, und mit oder ohne meine Zustimmung. Oder ich bin wirklich voll geschäftsfähig und voll mündig, dann gehöre ich zur Rechenschaft gezogen, wenn ich solche Sachen abziehe. Sondern dann gehöre ich da verurteilt. Bums aus. ja, Rainer, der darf ja auch Verträge ohne Ende abschließen. Und ja, Eben, deswegen komme ich drauf. aber Da haben sich zwei bestraft wird gefunden. er nicht. Ist ja bei Reini genau dieselbe Scheiße. Seit Jahren. Ne? Ja, aber der ist halt ein wenig dumm. Ne? Geben wir ihm Ja, nochmal Rudis Bewährung. pur. Genau. Ist einfach keine Ahnung. Du kannst, glaube ich, in diesem Land Scheiße bauen, so viel wie du willst. Du musst dich nur reichlich dumm stellen vor Gericht. Mhm. Einfach den Eindruck erwecken, als hättest du nicht alle beieinander. Dann darfst du wieder nach Hause gehen. Ah, Mai, der ist halt ein bisschen dumm. Passt schon. Ja, richtig. Es ist, seit 2019 ist es ja. Ja. Und da hat man noch nicht mal die Standardausrede für die ganzen Spastis, die heutzutage komplett irgendwie ferngesteuert auf der Straße rumlaufen, wo es heißt, ja, keine Ahnung, die sind wegen Corona durchgeknallt, ne? Sondern das war ja vor Corona-Zeiten, war der ja schon, ne? Mhm. Da sind ja bei dem schon die Ja, Lichter ausgegangen. auf jeden Fall. Wild. Ähm, ich muss mal kurz was anmerken. Ich habe mir ja, gestern oder vorgestern mal ein altes Video von dir angehört. Hm? Und da ging es auch darum, dass Rainer aus Hotels geflogen ist und so weiter, wo er rumgejammert hat. Da ist mir was aufgefallen. Wie in der Äh, Obdachlosenstaffel, oder? ja, genau. Äh, da, da sagt Rainer, ähm, dass er auf der schwarzen Liste sitzt. Also nicht mal
Auf Listen steht er. Ja, das ist ja nicht, das ist ja unzumutbar. Ich habe Mhm. heute ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Onion Dog. Ja, den kenne ich. Der macht ja immer so, reagiert auf so Trash-TV-Formate und der hat heute irgendein Ding rausgemeldet über hier dickes Deutschland, wo halt auch so ein Dude ist, der wiegt weniger als Rainer, ist aber ein bisschen älter, ist glaube ich 45 und aber wirklich OG dieselben Probleme und bei dem halt noch krasser, weil er halt 10 Jahre älter ist so, ne? Mhm. Mit den geschwollenen, die Füße, die Beine sehen original aus wie die von Rainer. Dann so, ja, und da ist so viel Wasser drin und der Ödeme da drin und dann hat er da offene Wunden und die verheilen nicht mehr gescheit. So, irgendwoher kenne ich das. Mhm. Und der ist halt Ja, auch ja. so. Der steht halt dreimal in der Nacht auf, geht in den Kühlschrank und schürt sich ein halbes Kilo Schmutz ins Gesicht. Ne? Ja, muss echt nicht sein. Mhm. Ja. Aber Onion Dog kenne ich, habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, ja. Ja, ich find den ganz sympathisch, den Dude. Vor allem, ich könnte Mhm, mir auf jeden Fall. diese ganzen Trash-TV-Sachen nie irgendwie im Original anschauen. Und da ist halt so ein bisschen komprimiert, ne? Und da geht das. Mhm. Glaube ich, so wie bei vielen Leuten hier, die unsere Kanäle verfolgen mit Reini-Content. So, die könnten sich den Reini-Content auch nicht irgendwie willy-nilly geben, so, die brauchen das irgendwie kommentiert, damit es verdaulich ist. Ja, schon. Aber da haben wir jetzt hier das beste Stichwort zum Starten, ne? Bitte sehr, als Gast hast du selbstverständlich den ersten Play-Button, ne? Alles klar. Dankeschön. Standort der Kommune. Die Kommune wäre zwar in Deutschland, Österreich oder Schweiz am einfachsten, da sich nicht nur die Sprache, sondern auch die Gesetze ähneln und man es daher leichter bei der Eingewöhnung hat. Also, da wird der sich aber noch wundern, ob das in Deutschland, Österreich oder der Schweiz am einfachsten ist, ne? So eine Aussteigerkommune zu machen. Also ich glaube, in der Schweiz wäre es am schwersten, oder? Ich kenne mich mit den Schweizer Von den Gesetzen ganzen. nicht so aus, aber ich nehme auch an, weil vor allem, weil die Schweiz ist ja, ne, die Alpenrepublik, die haben ja vergleichsweise wenig, ne, Fläche, die du nutzen kannst zum Bebauen, ne, weil Mhm. ist ja viel Berg da. Äh, da was zu finden wird schwieriger sein. Aber allein in Deutschland, also wenn ich mir jetzt die deutsche Bürokratie anschaue, und dazu sagen, ich gründe eine Aussteigerkommune mit Schwerpunkt auf FKK und freier Liebe, keine Ahnung, ich habe gesehen, wie viele Ordner ein Antrag für ein einzelnes Windrad füllt. Ich möchte nicht wissen, wie viele die ihm da Ordner hinknallen, ja, wenn er die Kommune gründen will. Ja, schon. Also ich weiß nicht, er müsste, wenn sich das da irgendwie, ich weiß nicht, wie eine Kommune, wird die dann wirklich offiziell so gegründet oder zählt es dann einfach als Kommune, wenn man sich zum Beispiel so einen relativ großen Bauernhof jetzt nimmt und da noch irgendwie 2 Gebäude hinklatscht und dann dort gemeinsam lebt. Zählt es dann schon als Kommune oder muss das dann wirklich so sein, dass das dann sogar eine eigene Postleitzahl oder einen eigenen Ortsnamen oder sowas hat? Das weiß ich nicht, Keine Ahnung. aber es ist halt natürlich mit sehr viel bürokratischem Aufwand verbunden, weil du ja trotzdem steuerpflichtig bist, Grundsteuer etc. Ähm, Ja, ja, Rainer nicht. wenn du da irgendwelche Sachen erwirtschaftest, musst du ja auch irgendwie, es muss ja irgendein Gewerbe darüber laufen oder sowas. Also ich stelle mir das im mittleren Albtraum vor, einfach. Mhm, ja, schon. Ja, die TikTok-Barne. Die Idee, ja, ja, sobald er seinen YouTube-Kanal wieder hat, dann geht's los, ja, dann Ja, ich bin echt mal gespannt, ob am 1.1. irgendwas passieren wird. Also, es bleibt spannend. finde ich auch, ja, dass er in irgendeiner Form wiederkommt, zweifle ich Ja, nicht an. spätestens da, wenn er bei Uwe rausfliegen sollte. Allerspätestens dann. Allerspätestens Ja. dann. Ja, dann geht's wieder los. Mhm. Ja, hier tippen, liken, ich habe hier Tippi, mache ich ab 50.000 Euro, mache ich euch einen 12-Stunden-Stream. Wild. Ich werde das im Übrigen, ich habe neulich was gesehen bei Spiegel TV, das muss ich
hart dringend reacten. Ich glaube, Serial ist mir schon zuvor gekommen. Ich habe neulich was gelesen, bei Spiegel TV haben sie mal wieder was berichtet über diesen komischen, schwindligen, wie heißt der König irgendwie, Peter Fitzek, der von diesem Königreich Deutschland, dieser vollkommen schwindsüchtige Menschensohn des Horst und sowas. Alter, komplett wild. Weil Was, so ein Reichsbürger oder was? ja, weil das fällt ja so in die ähnliche Schiene, nur nicht mit FKK und freier Liebe, sondern mit, ne? Ist das so einer mit so ein bisschen längeren schwarzen Haaren, wo jetzt wieder vor Gericht stand? Ja, der hat so einen Assi-Zopf, ne? Also harter Ja, Haarausfall genau. und dann hinten so einen kleinen fingerdicken Zopf hinten raus und der stand schon wieder vor Gericht wegen irgendwas. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Mhm. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ich glaube, Die sind auch wild. das muss ich dringend reacten, ne? Vor allem die schwindeligen Leute, die der da dabei hat, einfach. Aber ich komme gerade Mhm. drauf, weil das schlägt ja in eine ähnliche Schiene, ne? Der Ja, lässt sich schon. ja auch die ganze Scheiße von diesen Dullis finanzieren, die ihm da die ganze Scheiße abkaufen, die er ihnen verzapft. Und gründet da seine eigene Bank und so ein Scheiß. Also es hat wirklich vom geistigen Kind her, ne, ist es verwandt mit Reiners Idee. Nur Mhm. besser umgesetzt. Allerdings ist Deutschland für einen permanenten FKK-Aufenthalt vermutlich gerade im Winter zu kalt, zumindest unter freiem Himmel. Da fällt mir gerade ein, ich habe jetzt ich weiß nicht, ob du den letzten Teil Polska-Bärchen schon gesehen hast, den ich da gemacht habe. Mhm. Da flext er ja die ganze Zeit drum. Die müssen einfach nur alle so krass sein wie er. Er flext ja dann die ganze Zeit vor dem Polska-Bärchen. Oh, ich laufe im Winter nur mit kurzer Hose und T-Shirt rum und so. Ja, ich laufe auch durch Brennnesseln durch Brennnesselfelder. Komm. Ach ja, die müssen einfach alle so krass sein wie er, die in der Kommune sind. Ne? Nur die Harten kommen in den Garten. Mögliche Standorte für Ich habe dir jetzt nicht ganz zugehört, weil ich schaue gerade nach Furbies. Ja, aber schade, gibt nur den Star Wars Furby. Mhm. Ganz ehrlich, meine Frau ist auf den Trichter gekommen, als sie sich nochmal angehört hat, wo ich gar nicht mehr geschalten habe. Weil er dann sagt, ja, er findet irgendwie keine mehr. Jetzt hat er welche gefunden. Warum schreibt mir die denn Furby? Ja, und Ja, meine da Frau habe ich mir ist auch gedacht, der so saudumm und hat das wirklich Furbi geschrieben. das habe ich mir in dem Moment auch gedacht und mich gefragt, ob dir das nicht aufgefallen Nein, mir ist. ist es nicht aufgefallen in dem Moment, aber mein Hirn war schon so Overload in dem Moment einfach. Und gedacht so, Er hat safe FÖ geschrieben. Auf jeden Fall. Furbi. Ja, genau. Und dass ich Da gewundert, bin ich warum er mir auch nichts 100% sicher. nicht mal Google kann dem seine Dummheit ausgleichen. Bitte, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Nicht mal so meinten sie vielleicht. Keine Ahnung, was er da eingibt. Irgendein Schmutz. Ja, oder er hat es wirklich komplett falsch geschrieben, also noch falscher. Weil wenn ich jetzt hier, ich habe mal geschaut, wenn ich bei Amazon Furby eingebe mit Ö, da kommen ganz normal die Furbies, die normalen. Dann will ich nicht wissen, was er da eingegeben hat. Der hat es wahrscheinlich noch falscher geschrieben. Obwohl, wie lange ist Polska-Bärchen her? Ist so bestimmt auch schon 4, 5 Jahre her, oder? 2021 war das. Ja, okay, dann 3 Jahre. Okay. 3,5 Jahre, sowas. Mhm. Wild. die Kommune. 32-Jähriger, der Meinung ist, er braucht jetzt dringend einen Furby, aber ganz ehrlich, dem gehört auch ordentlich mal einer auf den Hinterkopf fürs Denkvermögen, ne? Und als er dann gesagt hat, er setzt sich den auf die Wunschliste, Ja, es war da klar, war dass es bei mir wieder vorbei. es war klar, dass er sich den auf die Wunschliste setzt. Die sind ja teuer. Ja? Da gibt er doch nicht sein eigenes erbetteltes Geld dafür aus. Wo kommen wir denn da hin? Das haben schön brav die Drachis zu latzen. Und das, während er mit einer Frau spricht, über die er eigentlich in Anführungszeichen klar machen will. Ja. Ey, so, dann zu sagen, ich setze mir jetzt ein Furby auf meine Amazon-Wunschliste. Es Ja, ist einfach schrecklich. auch da, dass die in dem Moment nicht lachend das Telefonat beendet hat, ist das deutlichste Anzeichen dafür, dass er Bärchen war. Ja. Und da gab es, glaube ich, einige Anzeichen. Auch vorher schon.
wären Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich oder Holland. Wir merken, Bayern und Baden-Württemberg zählen für Rainer einfach nicht zu Deutschland. Also, sind extra Länder. Ja, ich weiß, Polen gehört ja auch zu den muslimischen Ländern, zum arabischen Raum, Ja. wissen wir auch. Ja, so Problem, niemals eine Polin, eine Polin, sage ich es auch schon. Eine Polin, Polnerin. eine Polnerin daten. Ansonsten kommen ihre Brüder und stechen dich ab, Alter. Mhm. Holland, vielleicht auch Belgien, da derzeit noch keinerlei Grundstücke gekauft oder in Aussicht stehen. Belgien, einwandfrei, da hat wenigstens das Kinderproblem schon mal aus dem Weg geräumt, oder? Also, weißt du, den Witz habe ich mir jetzt extra erspart mit dem Belgier und dem, woran der sich festhält. Am Schulranzen, gell? Habe ich mir extra erspart und dann sagst du das. Das ist. Ah. Ja, also, wenn die Flanke so schön kommt, dann muss man den schon reinzwirbeln. Ja, das stimmt. Ist die Wahl des Standortes noch offen. Wichtig für den korrekten Standort ist neben einer großen Grundstücksfläche auch genug Wohnraum und für die Selbstversorgung Lagerplatz sowie Platz für Tiere und Werkzeuge. Ein Weiler oder ein verlassenes Dorf, von denen es nicht gerade wenig selbst in Deutschland gibt, wäre also dafür perfekt. Eine Idee. Ein Weiler. Ein Weiler ist ein kleiner Wald. Okay. Aber Ja, ich weiß, es gibt hier in der Umgebung gibt's ein paar Dörfer, die Weiler heißen. Also mehrere. ja. Okay. Aber ein verlassenes, wie viele verlassene Dörfer kennst du in Deutschland? Also wirklich verlassen jetzt, keine Ahnung, wüsste ich jetzt so keins. Gibt's vielleicht, wenn man sowas wie Lost Places oder sowas mal googelt. Ja, aber aber ansonsten. im Normalfall die einzigen Dörfer, von denen ich weiß, die jetzt die letzten Jahre wirklich verlassen wurden, die sind alle weggebaggert worden. Ja, Mhm. keine Ahnung, was Rainer für Vorstellungen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland wirklich verlassene Dörfer gibt. Dafür sind die Grundstückspreise in Deutschland einfach zu hoch, oder? Oder Das glaubt kann sein. der Ja, okay, das reitet kommt da ja auch durch die noch drauf an. Prärie auf Pferd Blue und dann kommt er in so eine Geisterstadt und dann fliegen dann so diese komischen, ne, Strohballen da in der Gegend umeinander und irgendjemand spielt ihm das Lied vom Tod oder so. Ich weiß es nicht. Ja, spiel mir das Lied vom Tod. Der heißt doch auf Englisch irgendwie The Good, the Bad and the Ugly, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist der Originaltitel. War das The Good, Bad and Ugly oder war das A Long Time Ago in the West? The Good, the Bad and the Ugly. Das war doch der, oder? Ich weiß nicht, ich dachte, das hieß irgendwas so Long Time Ago in the West. Oder war das Zwei glorreiche Halunken? Nee, das kann es nicht sein, oder? Ah, doch. Zwei glorreiche Halunken ist der deutsche Titel davon. Ich schaue gerade auch Länge, Entfernungsjahr, Produktionsland. Once Upon a Time in the West ist der Originaltitel von Spiel mir das Lied vom Tod. Ah ja, okay, stimmt, dann war's der. Hm? Der deutsche Titel von The Good, the Bad and the Ugly ist Zwei glorreiche Halunken. Ah, okay. Aber der zählt ja auch zu dieser Trilogie, gell? Ja, das ist diese Sergio Leone-Trilogie und der dritte war. Och. Boah, frag mich nicht mal. Jetzt geht dieser Filmtalk wieder los. Der Filmtalk, ja. Idee bezüglich Wohnraums wäre auch gemeinschaftliche Baderäume sowie gemeinschaftliche Schlafräume. Das würde Platz sparen. War das für eine Handvoll $? Nee, das war was anderes. Und es wäre sicher auch eine schöne Idee für den Gemeinschaftssinn. Gemeinsame Nutzung von Küche und Speiseraum könnte diesen Zweck aber auch schon erfüllen. Gemeinsame Baderäume wären grundlegend, sowohl wirtschaftlich als auch gemeinschaftlich, dennoch eine gute Idee. Dazu kommt, dass jeder gerne mal seine Privatsphäre hat und daher würden wir gemeinschaftliche und private Schlafräume anbieten,
je nach Größe des City-Grundstück und persönlicher Was City-Grundstück? Also, was hat denn der damit gemeint? Keine Ahnung. Hat er das am Handy geschrieben und die Autokorrektur hat ihm da irgendwas Wildes reingemeddelt? Irgendwie, ich Niemand- komme wirklich nicht drauf. Ich auch nicht. City-Grundstück. Das City-Grundstück. Welcome to Shitty-Grundstück. Home of the Shitty Wie bei- Community. Gibt's dann auch so ein Chitty-Fock, wie bei South Park? Ja, den meine ich gerade. Das ist einfach South Park. Welcome to Shitty Fuck, Home of the Shitty Food. Und das Welcome to Shitty Grundstück, Home of the Shitty Community. Und das ist halt einfach Rainer als Asiate. Und dann Rainer auch so, verdammte Mongolen, Die Hater sind die Mongolen. nicht Mauer kaputt machen. Die rütteln am Zaun, die Mongolen. Oh. Oh, ja. Einstellung. Aber die Grundidee der Aber- Selbstversorgung. Gemeinschaftsbaderäume sind schon wieder, ne? Wenn ich, Wäre wenn, auch nicht wenn, meins. wenn ich das höre, gemeinschaftliche Nutzung des Baderaums oder sowas, gemeinsame Baderäume, dann bildet sich in meinem Kopf das Wort potenzieller Tatort. Bei Rainer auf jeden Fall. Und solche Dinger, es kommt halt wirklich stark drauf an, mit was für Menschen man da zusammenlebt. Und vor allem, na klar, auch mit wie vielen. Aber wenn ich überlege, wie manche öffentliche Toiletten aussehen Ja, oder auf Rastplätzen und so, also da denke ich mir bei manchen Leuten echt, ey, komm, geht's noch ekliger. ja, vor allem, keine Ahnung, wenn du das mit Rainer denkst, du willst duschen gehen, musst du erstmal einen anderen Duschkopf aufschrauben. Was? Ja, schon. Bah. Selbstversorgung ist immer leicht gesagt, leider recht schwer in der Ausführung, da wir in einer Zeit leben, in der sowohl Tierhaltung als auch die Schlachtung unter gesetzlichen Vorgaben liegt. Mhm. Ja, das passt Rainer nicht. Der wird die Schweine am besten hochkant lagern. Ja, ne, ich bin der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, in der sowohl Tierhaltung als auch die Schlachtung unter gesetzlichen Vorgaben liegen, ist eine sehr gute Sache. Richtig. Es ist trotz diesen gesetzlichen Vorgaben, wird da immer noch massiv Schindluder getrieben. Aber ohne die wäre halt Wilder Westen. Ja, schon. Mhm. Und wir wissen alle, wie Rainer seine Tiere behandelt hat. Ne? Also, Ja, das hier so, Ja, bei Rainer im Dorf, da wurden die Küken noch von Hand zerdrückt. nee, noch eine Hand zerdrückt. Weil, keine Ahnung, ich nehme mal an, dass er die Nutztiere wenigstens füttern würde, damit die ja Fleisch abgeben, wenn man sie irgendwann mal geschlachtet hat. Ja? Aber halt eigentlich nur aus Eigennutz, nicht weil ihm die Viecher so leid tun. Und wir wissen ja, wie er mit allen anderen Tieren umgegangen sind, die jemals irgendwie in seiner Obhut waren. Ne? Ripp, Hamster. Ah, einfach gekocht. Es ist. Alter, das ist, ganz ehrlich, da kriege ich auch wirklich massiv Hasslatte. Du weißt ja, ich bin extremer Katzenfreund. Als der da die Katze hier mit dem Jahrfleisch gefüttert hat und ihm die Leute gesagt haben, Ja. hey, das ist nicht gesund für das Tier, da ist Zucker drin in der Marinade und Salz und so. Katzen haben sehr, sehr empfindliche Nieren und alles, du vergiftest das Tier gerade. Und er dann gerade mit Fleiß dem Viech noch mehr davon gefüttert hat, Alter, da hätte ich einfach, ganz ehrlich, da wenn ich daneben gestanden wäre, ich glaube, ich hätte komplett die Beherrschung verloren. Ich glaube, da wäre ein kompletter Ja. roter Vorhang runtergegangen und ich wüsste erst am nächsten Tag wieder, wenn ich zu mir gekommen bin. Ja, kann ich gut verstehen. Und weißt du, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie ich dich triggern kann, dass du Hasslade sagst. Weil wir da in meinem letzten Video was sehr Lustiges hatten und ich musste es jetzt einfach erzählen. Sorry. Ja, da ging es auch um irgendwas. Wir haben dieses Video gemacht, in dem Rainer auf TikTok mit Hank und diesen, ja, ich habe gesagt, Hamas auf Wish bestellt, Gruppe da, ja, im Match oder wie auch immer ist. Und Ja, in irgendwas diese riesen Gruppenchats, wo irgendwie 9 Leute Ja, dann genau. drin waren hier, da war Genau. dann Karl Dall und dieser vollkommen schwindelige Jason, ich glaube, der, keine Ahnung,
10 Gramm Dope in der Stunde raucht. Ja, rein aus Zuhälter halt, genau. Und irgendwas war und dann hat Sigrid auch gesagt, wenn sie könnte, würde sie jetzt Hasslatte kriegen. Und dann habe ich mal gefragt an die Community, die sollen doch bitte mal reinschreiben in die Kommentare, wie sie das bei Frauen nennen würden. Also statt Hasslatte. Und Junge, ich bin fast vom Stuhl gekippt, als ich dann einen Kommentar gelesen habe. Bei Frauen nennt man es. Muss ich jetzt gleich um die Monetarisierung dieses Videos bangen? Nein. Rage Squiddy. Junge, ich bin fast vom Stuhl geflogen, wo ich das gelesen habe. Rage Ich konnte nicht mehr. Squiddy, muss ich mir merken. Oh. Das muss einfach etabliert werden. Also Alter, für da die wachsen dir Mullen. Zähne. Klipp. Das ist richtig gut gewesen. Also da Ah. gehen echt nochmal hart Grüße raus. Ja, an, mad Respects an wer auch immer das geschrieben hat. Ja. Rage Squiddy, ja, den merke ich mal. Benötigt man darüber entsprechendes Wissen? Davon abgesehen benötigt man ebenfalls entsprechende Werkzeug. Daher muss man sich entscheiden, wie man das am klügsten umsetzen kann. Ja, machst du wieder Pause, ne? Also, man benötigt Wissen, das hat Rainer nicht. Wissen schreibt man groß. Das wüsste er, wenn er Wissen hätte. Werkzeug hat er auch nicht, schreibt man auch groß. Und wie man irgendwas am klügsten umsetzen kann, das ist auch nicht als Super-Experte drin, oder? Nee, der 58er. Achso, stimmt, es war ja nur der kleine IQ-Test. Da konnte man ja gar nicht so viele Punkte erreichen. Ja, Das vergesse ich immer. Das war der kleine IQ-Test, der war nicht die vollen 16,5 Seiten lang. Mhm. Die Garten- oder Feldarbeit ist da etwas einfacher, auch wenn man natürlich auch hierfür entsprechende Werkzeug benötigt. Feldarbeit ist super einfach, oder? Ja, wenn man vom PC hockt, schon. Klar. Hier, Landwirtschaftssimulator spielen. Ne? Aber das mag er ja nicht. Alles Landwirtschaftssimulator. Achso, er macht noch Powerwash Simulator. Genau, da wurde er auch mal irgendwie drauf angesprochen, ob er so Landwirtschaftssimulator mal spielen würde. Hat er gesagt, nee. Er kennt die Arbeit in echt und dann will er es nicht spielen. Achso, aber die Arbeit beim Powerwash Simulator kennt er nicht in echt. Ne? Ich habe ihn gesehen, wie er den Putz von der Wand gekerchert hat. Mhm. Das ist auch zu gut. Das hat er deswegen gemacht, weil er es im Powerwash Simulator gesehen hat. Da dachte er sich, ach so, ich muss einfach nur mit dem Kercher über die Wand gehen, das ist alles wieder gut. Das ist halt auch so eine Sache, gell? Da spielt er ein Spiel und das triggert dann so seinen Kaufreiz irgendwie, dass er sich das Ding auf die Wunschliste setzt und irgendein Depp kauft es ihm auch noch. Ja. Aber klar, ich meine, ich verstehe, warum die ihm das gekauft haben. Ja, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass er sich irgendwie verletzt. Ja, nein, einfach nur damit sie sehen, welchen Schaden er damit wieder an der Schanze anrichten kann. Ne? Hingehen und selber Sachbeschädigung an der Schanze verursachen, ist eine Straftat. Dem Rainer einen Kercher schenken und der Natur ihren Lauf lassen, ist keine Straftat, aber das Ergebnis ist das gleiche. Ja, das ist wie wenn du so einem Affen eine Pistole hinschmeißt und einfach guckst, was passiert. Affe, der wenn er eine Pistole kriegt, dann fährt er zum Rainer und bedroht ihn damit. Je nachdem, wie groß die Gemeinde wird, muss man da auch Maschinen anschaffen. Dann ist auch die Frage, wie weit eine Selbstversorgung gehen kann. Ob man auch Gewürze und Obst wie Gemüse und Fleisch in den Mengen und in dem Umfang erzeugen kann, dass die Gemeinde ein gutes Leben hat. Ja, und noch dazu ist fürchterlich wichtig, dass man irgendwo die Luan-Werkstatt einrichtet, ne, wo man die Luans selber herstellen kann. Weil ansonsten schwierig. Vermutlich ist es am klügsten, wenn man bestimmte Dinge wie Gewürze oder Zusätze wie Mehl oder ähnliches als Gemeinschaft im Großhandel organisierte. Okay, bitte sag was dazu. Ich kann nicht der Einzige sein, mit dem das gerade tierisch auf die Füße gefallen ist, was er da gerade geschrieben hat. Du meinst das mit dem Mehl? Ja. Er will eine Kommune machen, die selbstversorgend ist und
Wirklich Ah, das absolute Basic. Das ist wirklich das absolute Basic-Ding. Weizen Weizen, ne? anbauen. Das allererste, was Menschen gemacht haben, als sie den Ackerbau entwickelt haben. Weizen anbauen. Wirklich, das die Basis des Ganzen. Ist ihm schon zu Mhm. viel Arbeit, muss im Großhandel gekauft werden. Irgendwer Spendbarne. Richtig. Definition von ey. reiner Selbstversorgung ist, irgendjemand gibt uns das Geld, damit wir uns selbst versorgen können. Schon. Und dann am besten beim Rewe-Lieferdienst bestellen. Wenn der dann kommt, dann fragst du, ob er dich noch mit dem Auto mitnehmen kann, damit du noch losfahren kannst und den Strom-Prepaid-Zähler wieder aufladen. Okay, wir sollten vielleicht mal den nächsten Satz abwarten, weil dann ist das Ganze hier, glaube ich, noch lustiger. Ja, warte. Milch und Eier sowie Brot und vieles andere kann man selbst erzeugen oder herstellen. Aber beispielsweise Ja, aber das Mehl muss man kaufen und das Brot kann man dann selbst herstellen. Ja, no shit, Sherlock. Ja, wenn ich Mehl habe, kann ich Brot backen. Ja, das ist nicht schwer. Da haue ich einfach Mehl und Wasser und Hefe zusammen und knete das und warte ein bisschen und dann haue ich das in den Ofen rein. So. Fertig. Mhm. Ja. Richtig. Aber ich weiß nicht, was er dann der Meinung ist, was er hier selbst versorgen. Er hat ja gemeint, Ackerbau und sowas. Feldarbeit. Was soll denn der anbauen dann, wenn nicht Weizen? Kürbis. Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht meint er das. Kartoffeln. Vielleicht meint er, dass ja Mikrowellenburger auch irgendwie am Stauch wachsen oder so. Das ist ein Käsemakaroni-Baum. Ja, weißt Milch, also von den ganzen Sachen hier würde ich eher Milch kaufen im Großhandel. So, weil so Kühe zu halten, das ist ja auch, weiß nicht, im Normalfall tust du ja, glaube ich, die Kühe, die Milch geben, nicht auch noch schlachten, oder? Und da irgendwie Kühe zu verhalten, nur wegen bisschen Milch, ist doch auch irgendwie ein bisschen, Also weiß nicht. ich hab jetzt da wirklich so landwirtschaftsmäßig nicht so den harten IQ, ähm, aber ich nehme an, dass das schon möglich ist, weil das ist dann halt nicht so eine Massentierhaltung, wo du halt die einen Viecher hast, die du halt so schnell wie möglich hochmästest, um sie schnell möglich schlachten zu können fürs Fleisch. Und du hast dann die anderen Viecher, die dann ihre Milch geben und irgendwann verkaufst du sie an McDonald's, sondern, sondern dass das halt so ist, wie man es ursprünglich halt gemacht hat, dass du halt eine Kuh hast und die gibt dann Milch und du hältst die halt für die Milch und für die, dass die halt neue Kühe produziert, sagen wir mal so. Und irgendwann, wenn die halt keine Milch mehr gibt oder nicht mehr so viel, so dann wird sie geschlachtet und das wird dann verarbeitet. So wie man das halt mal gemacht hat, als die Menschen noch Hirn im Kopf hatten. Mhm. Salz muss man zwangsläufig ohnehin kaufen, wo wir Salz, okay. Äh, nee, das muss man eigentlich nicht kaufen. Es kommt halt drauf an, wo man diese Kommune hat. Wenn man in der Nähe von einem Meer ist, dann kann man Salz auch selber herstellen. Das ist richtig. Und du brauchst dann einfach so komische Salz, weiß nicht mehr, wie die Dinge heißen, diese Ebenen, die dann bei Flut volllaufen und dann, ne, und dann, Ja, oder du kochst halt einfach ab. ja, Das haben aber wir in der Schule früher mal das ist gemacht. aber sehr ne, Wortfindungsstörung. Ja, Ne? ja, okay, weiß nicht, wenn du da so einen Topf Salzwasser auf ein Feuer stellst und wartest, bis das Wasser weg ist, dann hast du ja noch das Salz. Ja, schon, aber das muss ja die ganze Zeit kochen. Und wenn da wäre die Sache, wenn er irgendwie das tatsächlich irgendwie auf Madeira oder sowas machen würde oder irgendwo halt am Meer, dann könntest du ja schon so eine Dinger bauen, die halt zur Flut volllaufen und dann zur Ebbe abtrocknen, dann setzt sich unten das Meersalz ab. Dann läuft es von ganz von alleine, brauchst keine Energie reinstecken. Aber ich glaube, Salz ist eh sowas. Davon sollte Rainer, gerade er, nicht zu viel essen. Ja, das ist nicht gut fürs Wasser in die Beine, gell? Richtig. auch zu einem weiteren Punkt kommen. Dazu aber gleich mehr.
Selbstversorgung ist heutzutage dank Solaranlagen, Wasserfilteranlagen und Ähnlichen leichter als früher, jedenfalls wenn man ein halbwegs angenehmes Leben haben möchte. Ja, das Problem ist aber irgendwie, keine Ahnung, so eine Solaranlage, die muss auch gewartet werden, die hält auch nicht ewig und die werden sie selber wahrscheinlich nicht in der Werkstatt bauen, egal wie viel Werkzeug sie haben, oder? Richtig. Und eine Solaranlage, die auch für so viele Leute und für so viel Zeug, was er da will, Strom erzeugt, die ist auch relativ groß. Ja, du brauchst ja dann, vor allem brauchst du auch noch einen riesigen Speicher, also du brauchst ja so eine, einzelne Häuser haben ja sowas, mein Bruder hat das, glaube ich, der hat eine Solaranlage auf dem Dach, ähm, der geldige Penner, ja. Aber dass du dann unten, das nennt sich eine Powerwall. Im Endeffekt ist dann unten aus dem Keller ein riesen Akku. Ne? Also, im Endeffekt eine Wand im Keller ist nur Akku. Mhm. Und da wird das halt tagsüber reingespeist irgendwie. Und immer wenn die Sonne scheint und halt, keine Ahnung, im Winter, wenn nicht so viel Sonne scheint und nachts, kommt dann der Strom da raus. Ja? Ja. Aber wenn du dann praktisch dann damit ein ganzes, das ist halt für ein Einfamilienhaus, wenn du damit so eine riesen Kommune mit 100 Leuten versorgen willst, mit mehreren Gebäuden, dann wird das ein bisschen ein Problem. Ja, also meine Eltern, die haben auf ihrem Haus auch eine Solaranlage. Ich glaube, es sind 28 so Module und da wird der Strom einfach, ins allgemeine Netz eingespeist und verkauft. Das ist der nächste Punkt. Ab einer gewissen Kilowatt Stundenanzahl, die du da produzierst, musst du das machen in Deutschland. Das heißt, dann bist du schon wieder nicht mehr komplett autonom, was das Mhm. angeht, sondern du musst ja dann das mit reinspeisen. Du kriegst dann, ich finde das super ungerecht, dass die Leute da so wenig Geld dafür kriegen, für das, was wieder eingespeist wird. Das ist der Bruchteil davon und wenn du mal irgendwie mehr brauchst, dann musst du das wieder für einen viel teureren Preis zahlen. Das ist eine harte Mafia irgendwie. Ja, Ähm, das wurde auch in den letzten Jahren immer mal wieder geändert. Also, die bei meinen Eltern, die ist bestimmt schon, lass es 15 Jahre alt sein, wenn nicht sogar noch älter. Also, ja, da war das Gesetz damals noch ganz anders. Wenn du das heute machen willst, da sind so viele Richtlinien und brauchst Genehmigung, brauchst irgend so 'n komischen Gutachter und so. ja, Es werden dir immer nur Barrieren in den Weg und gebaut. vor allem, wenn du dich für die Wartung und sowas nicht dumm und dapper zahlen willst, ja, für so ein riesen Areal mit mehreren Gebäuden, dann brauchst du halt auch jemanden in der Kommune, der sich damit auskennt, diese Anlage zu warten. Und jemand, der sich damit Mhm. auskennt, solche Anlagen zu warten, ist eigentlich eine sehr gut bezahlte Fachkraft. Welchen Grund sollte die Person haben, all ihr Hab und Gut an Rainer zu übermitteln, damit er dann da exklusiv für den Lord malochen kann? Weißt du, so dumm. Ja, der darf Rainer jeden Tag nackt sehen. Ja, in der Wenn de Dusche. also, Ne? wenn das keine gute Bezahlung ist, weiß ich auch nicht. Selbstversorgung ist alles andere als ein Kinderspiel. Und wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Frage immer noch: Was kann man alles, was will man alles und was muss man alles selbst erzeugen oder von außen beschaffen? Dinge wie Internet beispielsweise kann man nicht selbst erzeugen. Ja, ne, hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Güte. Das bedeutet, man ist da auf die Welt außerhalb der Kommune angewiesen, genau wie bei Gewürzen und Ähnlichem. Die Frage nach Strom. Da hat er es aber auch wieder nicht gecheckt. So diese Kommune-Idee ist ja eigentlich ein Aussteigerding. Das ist ja die Grundidee hinter solchen Sachen. Ja? Ja, Diese ja Leute, klar, diese mhm. Leute wollen normalerweise gar kein Internet, weil das ja genau das ist, was, ne, wovor man aussteigen will. Das ist ja. Mhm. Ja, schon. Also, ich finde es auch witzig, dass er Gewürze und Internet gleichsetzt. Ja, Internet ist schon wichtig, ne? Was soll sonst auf X-Hamster gehen? Mhm. Und Wasserversorgung ist ähnlich. Für den Anfang wird man keine Wahl haben, als Strom Wasser von außen zu beziehen. Die Frage ist, ob es einfacher ist, den Strom irgendwann selbst zu erzeugen, oder ist es einfacher, den Strom dauerhaft von einem Anbieter zu erhalten. Bei Wasser ist es dasselbe. Darüber muss man nachdenken und gegebenenfalls als Kommune abstimmen. Finanzierung der Kommune.
Ich bin der Meinung, Wasser, also Stromversorgung schön und gut, ne? Man kann sagen, macht wirklich einen harten Aussteiger, ja, und verzichtet komplett hier so amish-mäßig oder so auf Strom. Aber ich bin der Meinung, Wasserversorgung sollte geklärt sein, bevor man die Kommune gegründet hat. So, weil ansonsten hat man nicht viel Zeit, darüber abzustimmen. So 3 Tage Erst, Maximum, dann sind alle verdurstet. So. erstens das und zweitens ist es ja nicht nur das Wasser, es ist ja auch das Abwasser. Also, Mhm. was willst du denn machen mit 50 bis 100 Leuten, die täglich im Normalfall mehrmals auf die Toilette gehen? Wo soll das Ganze denn hin? Ohne ein vernünftiges Abwassersystem. Ja, ja. Also, Nö, da musst du wieder eine Sickergruppe, die muss weit genug von den ja, Feldern weg sein, auf denen er sein Weizen anbaut. Ne? ja, und du kannst dir denken, dass Rainer nicht 300 Meter läuft, um aufs Klo zu gehen. Also Nee, müsste wahrscheinlich da braucht er irgendeiner wieder von den, den Kindern den Pisspauschen jeden spielen, Tag ja. irgendwie, ja, genau, die Eimer täglich leeren. Nee, Also da steht nee. einer bereit, der Pisspage, wie bei Monty Python oder was war das? Und dann kommt er vorbei und hält den Eimer hin und dann trägt er ihn weg. Mhm. Ja. Die Finanzierung eines solchen Projektes ist alles andere als einfach. No shit, Sherlock. Die Mehrheit aller gegründeten oder geplanten Kommunen scheitern schon an der Planung. Genau wie deine. Wie kann denn eine gegründete Kommune schon an der Planung scheitern? Das macht doch jetzt nicht wirklich Sinn, oder? Das stimmt, ja. Das stimmt schon. Ja gut, vielleicht kann man sagen, die scheitern daran, dass die Planung scheiße war vorher. So, dann hat das dann gegründet und hat sich nicht genügend Gedanken gemacht darüber, wie man das eigentlich umsetzen sollte. Und daran ist es gescheitert. Aber steht auch in den Sternen auch für Reiners Kommune. Offensichtlich. Mhm. Bild. Die anderen scheitern in der Ausführung. Von 100 Kommunen schafft es höchstens eine Handvoll, überhaupt eine solche Last zu stemmen. Das kommt natürlich Mich würde interessieren, wo Rainer diese Daten her hat. Ja, wie immer. Die aus seinem Kopf und dann sind sie Fakt. Ich glaube eher, dass er sie aus dem Arsch gezogen hat, aber ja. Das kann auch sein, ja. Fakt ist, letzten Endes aus irgendeinem der 7 Ärsche kommen solche Gedanken immer schnell. Ja, vor allem hier, von 100 Kommunen schafft es eine Handvoll, also sagen wir mal 5, 6 Stück. Dann müsste es ja wirklich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende gescheiterte Kommunen geben. Ja, so viele Leute Also gründen doch gar keine Kommune. Das ist richtig. vollkommen Es, schwindlig einfach. Ich weiß nicht, was er sich da wieder hat irgendwie im Kopf zusammengerendert hat. ja, Rainer und Zahlen halt. Ja. sowohl darauf an, wie engagiert die Dutzende. Mitglieder, als auch wie ausgefeilt die Planung ist. Engagiert. Engagiert, sagt er. Das ist der Mann, der nicht mal einen scheiß Minecraft-Server verwalten konnte. Will eine Kommune gründen. Ich fand Und das so redet geil. vom Engagement der Leute. Ich fand das so geil, diesen Bezahl-Minecraft-Server, den er da hatte, der war ja auch der übelste Scam. Aber die Leute Ja, dafür natürlich. bezahlt, drauf zu gehen, dann hat er 3 Tage nicht aufgepasst, sie haben ihn natürlich zerlegt, Kelsey und danach hat er den einfach dicht gemacht und hat das Geld behalten. Und hat so, juhu. Ich habe da nur mal so ein Video gesehen aus irgendeinem, auch glaub von Discord von ihm, wo er dann wieder auf diese Minecraft-Welt ist und dann sind da lauter so Drachen rumgeflogen und haben alles kaputt gemacht. Also die ganze Welt war einfach zerstört. Ja, du musst halt, also keine Ahnung, wenn du sowas machst, so einen gemeinsamen Minecraft-Server, dann musst du halt wirklich irgendwie eine positive Community haben. Ne? Also ich glaube, wenn Gronkh in seiner Community so einen Minecraft-Server macht, so einen gemeinschaftlichen, wo man sagt, wir bauen uns da miteinander was auf, der, wenn dann irgendwie mal 2 Tage nicht da drauf online ist und kommt dann da wieder hin, dann ist da nicht irgendwie, keine Ahnung, Sodom und Gomorra. Ja, ich glaube, das ist halt auch schwierig, weil da bräuchtest du nur einen, in Anführungszeichen, Depp, der da alles mit irgendwie Dynamit auslegt und alles in die Luft jagt. Ja, So, und da ja, können ja aber die anderen nichts dagegen machen. ja, Also glaube ich. weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nie so wirklich viel Minecraft gespielt, so, aber ich glaube, je größer je positiver deine Community ist, desto häufiger sind dann da Leute online, die da, ne,
Also wenn du wirklich so eine große Community hast, jetzt wie ein Gronk zum Beispiel, dann ist ja eigentlich immer irgendjemand auf diesem Server. Und wenn da einer kommt und Schindluder treibt, fällt es sofort jemandem auf. Und dann kannst du dagegen arbeiten. Wenn natürlich aber alle Leute, die auf deinem Minecraft-Server sind, Leute sind, die wirklich jede Zelle deines Körpers aufs Tiefste verabscheuen, klar, wenn du da selber nicht aufpasst, ist danach alles im Arsch. Mhm. Es reicht bei weitem nicht, ein großes Grundstück zu haben, wen man es nicht nutzen kann. Genau so wenig bringt es etwas, eine große Gruppe zu haben, wen das Grundstück zu klein ist. Davon abgesehen, bei einer Selbstversorgung geht viel Zeit dafür verloren, sich um die Erzeugung der lebensnotwendigen Ressourcen zu kümmern. Einige Dinge sind schwerer zu beschaffen als andere, wie Wasser oder Strom. Aber das steht ja im Bereich Selbstversorgung. Eine Idee, unsere Kommune wäre, wenn wir unseren Standort beispielsweise in einer Gegend haben, in der Leute gerne Urlaub machen wollen, einen Bereich unserer Da hast du gesehen, wie er Leute geschrieben hat. Ich einmal. Wo steht das? In der Mitte vom Bildschirm ganz rechts. Ah ja, Leute. Ja. Mit okay. Leute. Das muss halt auch nicht sein. Mhm. Ja, dann sage ich dir einfach mal, weißt du, wie er Massagen geschrieben hat? Jetzt ist wild, Im erzähl. Blog. MASchen. Junge, da bin ich auch. Da saß ich auch da und dachte, das gibt's nicht. Und wir wundern uns, dass wenn der nach einem Furby googelt, dass er das nicht findet. Mhm. Dieses scharfe S, das hat mich einfach fertig gemacht. Massage. Keine Ahnung. Ja, genau. Also ich kenne Gorsmass, ich kenne Schneemass, aber ich kenne keine Massage. das Grundstück als Campingplatz für Zelte und Wohnmobile anbieten. Eine parabel dazu laufende Idee ist ein kleines Restaurant. Parabel. Eine Okay. Parabel dazu laufende Idee. Das ist halt wirklich das Gegenteil davon, was er ausdrücken wollte. Weil er die Parabel immer so eine Kurve macht und nie parallel geht. Das Bild. Aber die Idee hier, dass er das an einem Platz machen möchte, wo Leute gerne Urlaub machen und dann so ein Teil vermieten. Also die machen da einmal Urlaub und dann nie wieder. Ja, ist ja klar, vor allem diese Grundstücke in Gegenden, wo Leute gerne Urlaub machen, an Seen oder am Meer, die schmeißen es ja praktisch da hinten nach. Ne? Da warten ja die Leute nur drauf, dass ein paar Perverse kommen und dann eine FKK-Kommune gründen wollen. Sie wüssten ja sonst gar nichts, was anzufangen mit diesem Land. Mhm. Und ein kleines Restaurant oder einen Imbiss. Ja, Komm. gerade vor 5 Minuten vorher hat er noch geschrieben, dass es schwierig wird mit der Selbstversorgung, dass sie genügend Fressen für sich selber herkriegen. Jetzt wollen sie ein Restaurant oder einen Imbiss auch noch machen, wo die Leute herkommen und das mühsam selber erwirtschaftete Futter dann an die verkaufen können. Ja, Damit oder sie- die Leute müssen das Essen selber mitbringen. Also- So, hier eine Packung Hackfleisch. Oder, nee, Ein Sack das Zwiebeln. ist das beste Konzept. Ne? Rainer, in dem Moment, in dem die Leute was zu essen bestellen, sitzt dann Rainer da an der Lieferando-App und bestellt das Essen bei Lieferando, das wird geliefert, er packt es aus, tut es auf den Teller und stellt es den Leuten auf den Tisch. Und nimmt noch einen Mund voll. Wild. Oder eins, an dem man außen wie innen sitzen und gutes Essen genießen kann. Auf diese Weise könnte man zusätzlich finanzielle Mittel erwirtschaften. Und damit das Ganze natürlich auch zum Konzept der Kommune und des Glaubens passt, wäre es ein FKK-Campingplatz, was bedeutet, dass man passend zur Kommune Menschen empfangen kann. Auf diese Weise findet man vielleicht sogar weitere Mitglieder für den Glauben und die Kommune. So wäre das sogar eine in 3 Punkten gute Sache für die Kommune. Da hätte ich ja auch richtig Bock, nackt da zu sitzen und zugucken, wie der nackte Rainer Pommes frisst.
Nee, komm, so ein FKK-Restaurant. Hör mir doch auf. Ja, vor allem, keine Ahnung, ich find's schon immer schwierig, weißt du, wenn du irgendwo bist, am Strand, am See oder was weiß ich, wo du so Restaurants hast, wo die Leute irgendwie in Badeklamotten an den Stühlen sitzen. Finde Ja, ich, das ist. finde ich das Nee, schon, finde ich das schon grenzwertig, ne? Mhm. Aber ich denke mir immer so, okay, die Leute waren vorher im Wasser, so, die sind sauber genug. Äh, Ich will nirgendwo sitzen, wo auch nur die geringste Gefahr besteht, dass ein nackter Rainer da vorher gesessen hat. Nein. Richtig. Da kann er sich noch so gut nach dem Scheißen abgekerchert haben. Nee, das will keiner. Ja, kannst du dir das vorstellen, wie der da mit so einem Tablett durch die Gegend wongelt, wo 7 Subway-Sandwiches drauf sind? Nee. Man verdient etwas, um die Kommune zu erhalten. Man hat die Möglichkeit, neue Leute für die Kommune zu gewinnen. Und man kann Werbung für die Kommune machen, sei es für den Glauben, die Kommune selbst oder das Camping. Lebensweise in der Kommune. Da wir eine Kommune gründen wollen, die möglichst wächst und auch möglichst nach uns noch existiert. Jetzt geht's los, Alter. Das kenne ich schon aus Ofis Video, den Teil, Alter. Jetzt wird's unangenehm. Mhm. Wären Familien, die Kinderwunsch oder schon Kinder haben, natürlich ein wichtiger Punkt. Ohne Menschen, die unseren Glauben und unsere Kommune weiterführen, wird sie mit uns zugrunde gehen. Ganz ehrlich, er hat 3 Zeilen weiter oben gesagt, es gibt Möglichkeiten, neue Leute für die Kommune zu gewinnen. Dass man neue Leute Richtig. anwirbt und das halt dann einfach, dass man konstant um neue Mitglieder wirbt, um praktisch erwachsene Leute, junge erwachsene Leute mit in die Kommune zu bringen, um das so weiterzuführen. Jetzt, er geht schon wieder auf dieses Kinderthema ein. Obwohl er ja Anfang des Jahres nach wirklich viel Kritik von vielerlei Seiten endlich gesagt hat, ja, nee, dann sind Kinder raus aus der Nummer und hier kommen sie wieder rein. Ich begreife Und das sie nicht. sind ein wichtiger Punkt. Ja, Mhm. Ja. natürlich sind die nur deswegen ein wichtiger Punkt, damit die Kommune weiter existieren kann, auch wenn sie mal alle gemeinschaftlich den Arsch hochgemacht haben. Und nicht, weil Rainer gerne im gemeinschaftlichen Waschraum auch Kinder hätte. Ne? Ja, das ist einfach zu krank. Diese ganzen Gedanken, was der Typ hat. Ja, da kriege ich wieder, da kriege ich auch schon wieder Hasslatte. Was die Äh, Hasslatte. mhm. Das, ohne Spaß, wenn es nach mir gehen würde, allein wegen sowas würdest du in den Knast kommen. Wenn du dir solche Sachen mit Kindern wünschen tust und vorstellst und so. Ja, Das allein, ist ganz einfach allein, so allein für widerlich. seine Hausmädchen-Storys hätte er eigentlich schon rechtliche Konsequenzen kriegen müssen. Seid ihr, wie das? Mhm. Ja, Hier die Haushälterin, die den kleinen Rainer und so weiter und so fort. Ne? richtig. Wichtig für die Kommune ist, wie erwähnt, die Selbstversorgung. Das bedeutet aber auch, dass jeder innerhalb der Kommune mithelfen und seinen Beitrag leisten muss. Wen wir nicht als Kommune Ja, jeder muss seinen Beitrag leisten. Das heißt, die Leute müssen fleißig weiter Kinder produzieren, ne? Weil die einen, die werden ja älter. Ne? Das ist praktisch die illegale Version von Leonardo DiCaprio. Ne? Das ist einfach, oh scheiße, das Kind ist zweistellig alt, jetzt ist es zu alt. So, macht mal mehr Kinder. Mhm. Ja, jetzt muss das wahrscheinlich selber anfangen, Kinder zu machen. Also, wenn es nach ihm geht. Dann sind ja Kinder erwachsen, sobald sie geschlechtsreif sind. Ah. Also, ist ja Uah. auch so eine ganz eklige Aussage von ihm. Ganz ehrlich, gerade was das Thema angeht, hat er mit ekligen Aussagen halt auch einfach nicht gegeizt in den letzten Jahren. Nee, absolut nicht. zusammenhalten, ist auch hier das Ende der Gemeinde vorprogrammiert. Der Punkt FKK ist hier wie ihr in mehrerlei Hinsicht ein wichtiger Punkt. Hast du eigentlich das hier Interview gesehen? Das letzte oder Podcast, was es war, mit Demon und Guido? Nee, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Da fand ich gut, also wenigstens Guido hat, also klar, ich weiß, Demon ist ein wichtiger Player im Game und so, aber ich habe immer kritisiert an ihm, dass halt solche Dinge, wenn Rainer diese Abartigkeiten, ja,
wir reden ja auch von der Prima Noctis-Geschichte und so, aber war Demon auch in einem Autoren-Discord da drin für seinen Blog da, dass da nicht interveniert wurde. Also zumindest in der Hinsicht, dass man Rainer gesagt hat, hey Rainer, das ist zu krass, das kannst du nicht bringen. Rainer, das ist krass. Ja, das kannst du nicht bringen. Und immerhin dieser Guido hat in diesem Podcast gesagt, so jetzt im Nachhinein mit den Forderungen und mit dem Scheiß, was er in seine Kommunenblogs und sowas reingeschrieben hat, fühlt er sich schon ein bisschen scheiße, weil er der Meinung ist, er hätte wahrscheinlich irgendwie schon auch, also wenn sich rausstellt, dass da tatsächlich was dran ist an den Vorwürfen, auch mit dem kleinen Mädchen, weil er das ja mitgekriegt hat als Moderator, was Rainer da für Fantasien rausgepimmelt hat, dass man da vielleicht auch hätte früher irgendwie intervenieren müssen. Finde ich eine gute, stabile Aussage von ihm, dass er sagt, hey, ich habe das damals nicht ernst genommen, aber ne, hätte man vielleicht machen sollen. Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Gut, dass er das gesagt hat. Ich werde mir das Interview auf jeden Fall noch anhören. Aber mir würden viele Leute einfallen, die auch viel früher hätten was machen sollen. Also zum Beispiel die Beamten, die seine Sachen konfisziert hatten. Da Die Sachen brauchen wir, einfach mal durchsuchen oder da so. brauchen wir überhaupt nicht reden. Einfach, nicht, also ganz ehrlich, wenn sie schon sagen, sie durchsuchen das nicht, dann wenigstens ein Backup davon machen. Ja? Also, Ja, oder warum nehmen sie es überhaupt mit? Das, das ist. Es verstehe ich auch geht mir nicht. nicht in den Schädel Das rein. gehört durchsucht, aber angenommen, keine Ahnung, die sind super überfordert und die haben jetzt Probleme mit, was weiß ich, man weiß es ja nicht. Es kann ja sein, dass da in dem Bereich irgendwo so ein krasser irgendwie Internetring mit solchen Leuten irgendwie gerade irgendwie aufgedeckt wurde und das hat höhere Priorität und das muss eher durchsucht werden. Dass man dann sagte, Mhm. okay, wir dürfen die Sachen nur so und so lange haben, dann müssen wir sie ihm zurückgeben. Wir haben jetzt die Zeit nicht und das Personal nicht, um das auch noch zu durchsuchen. Wir müssen uns jetzt um diesen Ring kümmern, der da irgendwie ausgehoben wurde. Aber wir machen ein Backup von den Dateien. Und wenn dann nochmal Vorwürfe kommen, dann gehen wir darauf zurück und sagen, hier im Übrigen. Ja, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, wir haben Vorwürfe dem gegenüber, ihr hattet doch dem seine ganzen Geschichten, schieb mal die Daten rüber und dann denen die Daten geben, dann können die es durchsuchen, dann wäre es ja immer noch, also wäre schlimm, weil man es früher hätte vermeiden können, dass was passiert, aber dann wäre ja immer noch was da an Beweismaterial. Dem das Willy-Nilly zurückzugeben und sich zu denken, ja, wenn da was dabei wäre, dann hätten es die Hater schon durchsucht und uns gesagt, wild. Ja, Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ob die da wirklich sich dann einfach ein Backup machen dürfen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich gebe dir recht, das wäre auf jeden Fall das Klügste gewesen. Aber was, ja, keine das Ahnung, muss ja das ist ein rechtlich eigentlich, schwieriges Thema. das muss ja rechtlich in Ordnung sein, weil ja durchgesickert ist von den ermittelten Behörden jetzt in Sachsen, dass die gesagt haben, sie sind fuchsteufelswild, weil die Kollegin in, was war das, Stuttgart oder was? Eben Mhm. keine Kopie davon gemacht haben von den Daten. Also es scheint anscheinend, Okay, also ist es rechtlich erlaubt, okay? Weil man weiß ja, Unser Glaube an Datenschutz die ist immer so ein Ding. ja klar, aber wenn die Dinger mal konfisziert sind, dann sind wir über die Datenschutzhürde, glaube ich, schon gesprungen. Ja? Ja. Energie in und um uns hängt ja auch mit einem freien Geist und Hat er gerade Energie gegendert? freiem Körper zusammen. Die Freikörperkultur, kurz FKK, ist etwas, das ebenfalls die Verbundenheit zur Natur zeigt. Oder anders gesagt, Kleidung ist sinnvoll, um sich vor Kälte oder Hitze oder anderen körperlich negativ beeinflussenden Dingen zu schützen. Aber wir wurden alle nackt geboren und Kleidung ist wie eine Abschirmung zwischen uns und unserer natürlichen Umgebung. Kleidung zu tragen ist unter Umständen sinnvoll und sogar wichtig, um sich zu schützen. Dennoch sollte man die Freiheit haben, auch ohne Kleidung leben zu dürfen. Jetzt mal ganz abgesehen von wahrscheinlich seinen abartigen Neigungen. Hab ich eine steile Theorie, warum Rainer so gar keinen Bock auf Kleidung hat. Ja,
Ich denke mal, weil er die anderen Leute nackt sehen will, weil Rainer ist einfach Nee, kein wie gesagt, Fan. einfach den ganzen triebgesteuerten Scheiß, der offensichtlich ist, mal weglassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie gesagt, ich habe vor kurzem ordentlich abgenommen. Ich Mhm. struggle gerade, das dann wieder so zu halten, aber bisher geht's. Ähm, und mir war es dann irgendwann auch unangenehm, ne? Wenn alle Hosen, die du hast, irgendwie so eng sind und spannen nach einer Zeit irgendwie am Ranzen. Mhm. Oder wenn du ein T-Shirt hast und das hängt dir über den Ranzen runter und dann ist unten so ein bisschen Luft und wenn dann irgendwie da so eine kalte Luft reinzieht an die Wampe, das ist ein unangenehmes Gefühl. Ja? Das habe ich Ja, ich jetzt, weiß, was du meinst. das habe ich jetzt nicht mehr, weil das T-Shirt halt mit der Hose abschließt, so wie sich das gehört. Und ich glaube, auch das ist so ein Ding. Für Rainer ist halt einfach Kleidung fürchterlich unpraktisch geworden. Weil er halt einfach, weil er sich grotesk fett gefressen hat. Ja, er kann sich ja auch keine Hosen mehr, keine Socken mehr anziehen und Unterhosen. Ich glaube, bei Polska-Bärchen sagt er doch seit so 3, 4 Jahren oder so, Ja, er trägt ja keine Unterhosen zieht er mehr. sich, genau, also seit der Zeit, als er wirklich nur noch daheim war, könnte man ja sagen. Ja. Also ja, ab da, wo er nur noch daheim war, auch nicht mehr arbeiten war, ja, da war, nee, das war ja schon lange davor. Nicht mehr Äh, arbeiten war schon lange davor, aber ja, so zu seiner fettesten Zeit halt, ja. ja. Aber klar, Unterhosen, bei Rainers Figur stelle ich mir einfach schwierig vor, das Thema. Ja, wie so ein Kissenüberzug halt. Ja, aber egal wie du es machst, ist ja scheiße. Ne? Also die, diese Fettschwarten, die sich da praktisch über den Intimbereich so drüber gelegt haben, ja, wie machst du es jetzt? Kaufst du jetzt irgendwie so eine Zellplanenunterhose und ziehst die drüber an? Das ist auch wieder scheiße, weil dann bringt sie dir eigentlich relativ wenig, weil er zwischen den Falten sich immer noch irgendwie eine Flüssigkeit sammelt und irgendwann zu stinken anfängt. Wenn du sie drunter anziehst, so, ich weiß es nicht. Ich habe vieles nicht verstanden. Also, zum Beispiel, dass er immer das T-Shirt in die Hose steckt. Aber du kennst ja bestimmt dieses berühmte Bild aus dem Garten, wo er so dasteht. Und da sieht man ihn auch mal von der Seite. Und Rainer hat halt wirklich so 'n richtig hohen Arsch. Ja, das Also, ist so wild, wenn der da. der wenn du das von der Seite anguckst, dann ist so die der ist ja, der Anfang vom Arsch so auf selber Höhe wie die Brust. Ja, Es sieht ja wie so 'n Fragezeichen. ja, Und das sieht so wild behindert aus einfach. es sieht einfach komisch aus und ja, wie würde das mit 'ner Hose aussehen, weißt? Normal ist es ja so auf einer Höhe, so dein Intimbereich und, dein Arsch. Und bei ihm ist es einfach so verschoben. Ja. Keine Ahnung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses, ähm, FKK-Ding. Rainer ist kein Fan von FKK, weil sonst, habe ich glaube schon mal erwähnt, hätten wir ihn sehr viel häufiger ohne Kleidung gesehen. Ihm geht's hier nur in Zusammenhang mit anderen Leuten Ja, ja, klar, der um will gaffen. FKK. Er will gaffen. Genau, weil er ist ja gerade derjenige, der immer alleine daheim war. Dann hätte er da auch nackig rumlaufen Ja. können Also und so es geht was. ihm um den Aspekt, er will gaffen und um seinen Exhibitionismus. Er will anderen, ob sie wollen oder nicht, wie nenne ich es jetzt, zeigen, ne? Ja, seine Männlichkeit. äh, so wollte ich es jetzt nicht nennen. Trifft es nicht auf den Punkt irgendwie. Also, ja, aber, ne? Äh, Seine Schürze. ja, so wie Gott ihn schuf und Lieferando ihn formte. Ja, genau. In der Kommune ist es nicht zwingend verpflichtend, nackt zu sein, aber schon gewünscht. Man kann sich besser Das ist auch wieder so ein Ding, das ist wie bei so einem, wie bei so einem Bewerbungsgespräch so. Ja, wenn
wenn du schon weißt, okay, nee, das wird nicht mein Arbeitgeber werden, wenn der so einen Satz droppt, so, ja, hier, keine Ahnung, niemand zwingt dich dazu, dies oder das zu machen, aber es ist schon gern gesehen, so, ja, okay, dann fickt euch. Was? Ja, schon, vor allem in dem Zusammenhang. Überleg mal, so, es ist nicht, ja, man ist nicht gezwungen, aber es ist gewünscht. Und das heißt ja dann schon automatisch, dass es von anderen gewünscht ist. Ja, ich meine, klar, Weißt du, wie ich meine? ja, das heißt, dass es von ihm gewünscht ist, weil ja niemand anderes aktuell Teil dieses Bullshits ist. Ja, es ist ja der Einzige, in dessen Kopf diese Scheiße gerade existiert, ist er. Und das heißt, es ist von ihm gewünscht. Ja, von niemand Ja, ja, anderem. genau. Er stellt das aber Genau, so hin, als wäre das so eine Gemeinschaftsentscheidung. Ja. genau. Und was geht es denn die anderen Leute in dieser Kommune an, ob ich jetzt nackt rumlaufe oder nicht? Also, wenn es wirklich um dieses FKK-Ding geht, okay, aber so wie Rainer hier schreibt und so weiter, man merkt einfach so krass, dass es ihm nur ums Gaffen und um seinen Trieb halt geht. Ja. Die Energien um sich herum aufnehmen und spüren. Außerdem ist es durchaus auch gesünder. Von diesen Punkten mal abgesehen, Also, Punkt 1, diesen esoterischen Bullshit kann ich nicht mehr hören. Ich auch nicht. Die Energien um sich rum aufnehmen, wenn man nackt ist, halt dein Maul. Ne? Mhm. Und ja, außerdem ist es durchaus gesünder. Punkt. Das stell jetzt einfach mal so in den Raum. Rainer, hast du dazu irgendwelche Studien oder sowas, dass es gesünder ist, nackt rumzulaufen? Kannst du es irgendwie belegen, dass es gesund ist, nackt rumzulaufen? Ich bezweifle es. Ja, es kommt halt auch immer auf die Klamotten an, die man anhat. Also, keine Ahnung. Ja Also, klar, wenn ich jetzt ein T-Shirt aus Asbest anziehe, dann ist das nicht gesund, ha? Aber das wird in Deutschland auch nicht verkauft, nicht mal bei Kick. Ne? jetzt schrei mich mal nicht gleich so an. Entschuldigung. Nee, ja klar, so enge Unterwäsche und so weiter, wo man dann auch nach dem Ausziehen irgendwie so Striemen auf der Haut hat. Das ist nicht schön. Ich drop das jetzt einfach mal. Ich penne auch nackt. Und deswegen, weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall nicht ungesünder, sag mal so. Aber wenn man jetzt ein T-Shirt anhat oder ein Nachthemd oder sonst irgendwas, Da dann kriegt man juckt das Krebs. auch nicht. T-Shirt, Ja, wenn du okay. tagsüber mit dem T-Shirt rumläufst, kriegst du Krebs. Rainer hat sie reingeschrieben, ha? Das ist viel Das gesünder. stimmt, vor allem wenn das T-Shirt nass war, gell? Weil Wasser verursacht ja auch Krebs. Ja, Laut als ihm. fürchterlich. Auf der Haut, die kein Organ ist, deswegen kann die auch keinen Krebs kriegen. Das stimmt. Es ist Schwierig. ist ein wichtiger Punkt die freie Liebe sowohl emotional als auch körperlich. Ein Verzicht auf Liebe oder körperlichen Kontakt, egal ob Sex oder nicht, sorgt für Frustration und negativen Energiefluss. Es spielt keine Rolle, ob es das eigene oder das andere Geschlecht ist. Sowohl emotional als auch körperlicher Kontakt zueinander ist wichtig für ein gesundes soziales Umfeld. Das würde ich so jetzt gar nicht mal behaupten. Wenn ich Kumpels habe, dann heißt es nicht, dass ich mit denen die ganze Zeit krassen Körperkontakt haben muss, damit es ein gesundes soziales Umfeld ist. Das stimmt halt auch nicht. Da müssen wir jetzt wieder über kulturelle Unterschiede reden. Ne? Also klar, allein, keine Ahnung, allein wenn man sich irgendwie so die Hand gibt zur Begrüßung, ist ja das schon auch ein körperlicher Kontakt, was ja auch schon was mit einem macht. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Das kommt immer darauf an, irgendwie, keine Ahnung, in unserer Kultur ist es zum Beispiel nicht üblich, sich, wenn man seinen besten Kumpel trifft, rechts und links irgendwie Bussal zu geben. Im arabischen Raum sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber dieses soziale Gefüge aus dem eigenen kulturellen Raum, das oft auch irgendwie halt mit gewissen körperlichen Berührungen einhergeht, ist schon wichtig, auch für gerade für die mentale Gesundheit, um zu merken, ich gehöre zu irgendeiner Gruppe, weil das ist wichtig für den Menschen, zu irgendeiner Gruppe zu gehören als Rudeltier. Du willst Deswegen, mir jetzt aber hier nicht sagen, dass Rainer
Händeschütteln als körperlichen Kontakt sieht. Ach, so ein Schmarrn. Nein, 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 nein. Auch ein blinder Auge findet mal ein Korn. In dem Fall hätte ich halt gesagt, so, da hat er halt versehentlich mal was nicht hundertprozentig Falsches gesagt, sagen wir es mal so. Mhm. Für sich und andere. Natürlich kann man niemanden dazu zwingen, mit einem anderen Menschen eine Verbindung einzugehen. Und das sollte man auch nicht, da das ebenfalls zu Problemen führt. No shit. Der Punkt, der uns als Kommune hier wichtig ist, dass man einander mit Respekt und Anstand behandelt. Ja, Mhm. das ist Rainer schon immer sehr wichtig gewesen, alle Leute mit Respekt und Anstand zu behandeln. Hast du jetzt Er ist ja schon immer aufgelegt? so ein Mensch. Er ist ja immer schon so ein Mensch gewesen, der andere mit Respekt behandelt. Ja. Mhm. Und Ja, Anstand ja. vor allem. Ich Und weiß nicht nicht, auf einfach Leute losgeht. ich finde das auch sehr, sehr, sehr respektvoll und anständig von ihm, dass er Benedikt so als Abschied dieses Video geschickt hat. Das war auch, Mhm. also das hat er vor Respekt und Anstand nur so getrieft. Richtig. Wild. Also wir haben heute 10 Minuten geschafft, aber ich würde sagen, hier machen wir Pause, weil ich bezweifle, dass wir den nächsten Bums hier komplett weiter durchmachen. Ja, das passt mir dann eigentlich auch relativ gut, ja. Wir sind jetzt auch schon bei 1 Stunde 11 Minuten, aber ich glaube, Wir sind weit gekommen. ja, wir sind weit gekommen, aber ich glaube, das wird so ein Projekt fürs komplette nächste Jahr, wenn ich mir das so richtig anschaue. Da sind wir noch länger dran Ja, ich beschäftigt. glaube auch. Ich Ich glaube auch. muss schon wieder aufschreiben. Wo sind wir denn jetzt aktuell? 37, 48. 37, 48. Okay. Ja, dann sind es nicht ganz 10 Minuten gewesen. Wir sind tatsächlich beim ersten Mal am weitesten gekommen. Da waren es 18 Minuten 57. Dann waren es bei 28,40. Also da waren es auch nicht ganz 10 Minuten. Es wird immer weniger. Wir kommen immer weniger weit pro Session. Ich glaube irgendwann, wir starten das Video einfach gar nicht. Ich glaube, wir müssen Wir uns. reden einfach eine Stunde über irgendwas. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich mal irgendwie beide so einen Tag frei nehmen und einfach so, keine Ahnung, 6 Stunden reacten oder sowas und ich schneide das dann in 6 Videos oder so. Damit einfach Einfach mal durchziehen. damit mal was weitergeht hier. Ja, lieber Bewährungszusage, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Gerne. Liebe Community, wie gesagt, lasst mal Bewährungsversage, Abos, Kommentare, Likes und Liebe da. Und du kriegst jetzt die letzte Verabschiedung. Ja, Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und danke an dich, dass ich dabei sein durfte. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein wenig eklig wurde an manchen Stellen. Aber es war sehr, sehr lustig auch. Und bis zum nächsten Mal. Medal off.